Mein persönliches Interesse ist das, dass ich eben in meiner Praktikererfahrung als Anwalt wie auch als Referent in Pflegeheimen vor allen Dingen sehe, wie unmenschlich in Pflegeheimen vorgegangen wird, wie aus einer massiven Befürchtung heraus, aus Sturzfällen in eine Haftung zu kommen, unsinnig und übermäßig Leuten die Freiheit genommen wird, wie erst durch Fixierungsmaßnahmen, wie erst durch freiheitsbeschränkende Maßnahmen die Leute erst recht in eine körperliche Muskelschwäche gebracht werden und erst dann einen enormen Teil ihrer Beweglichkeit genommen wird und damit eigentlich 90% ihrer Lebensqualität, weil sie plötzlich sowohl durch Bettgitter wie durch die Muskelschwäche ans Bett gefesselt sind und keine Bewegungsmöglichkeiten mehr haben. Die Pflegeheime haben eine elementare Angst vor Haftungsfällen. Es gibt so 2, 3 Musterurteile, die juristisch längst überholt sind, wo Pflegeeinrichtungen in eine Haftung gezogen wurden, weil ein Bewohner bei ihnen zu Sturz gekommen ist. Und die neue Rechtsprechung, was heißt die neue Rechtsprechung? Seit dem Jahre 2005 gibt es mehrere Urteile, die eben glasklar, messerscharf darstellen, dass eine Pflegeeinrichtung nur dann in die Haftung kommt, wenn sie eine konkret erkennbare Sturzgefahr vernachlässigt hat. Latent gefährdet sind wir alle. Das 3/4 Pflegeheim ist im Grunde genommen latent sturzgefährdet. Aber in Haftung genommen werde ich nur, wenn ich einen konkret sturzgefährdeten Patienten nicht abgesichert habe. Und die Pflegeheime gehen ganz massiv und viel übertrieben vor, indem sie Leute fixieren und ihrer Freiheit berauben, damit im Endergebnis, wo es gar nicht notwendig wäre, aus übertriebener Angst vor Haftung, die so gar nicht existiert.